Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline. Das ist zu euch Meir David. Auf unser heutiges Programm haben wir dem Covid zu präsentieren ein Interview mit Michal Jaschinski. Wird interviewt von Leah Sporer-Levitt, die langjährige Jiddisch-Lehrerin und Übersetzerin in Boston. Michal Jaschinski ist euch nicht kein Fremder bei unserem Programm. Wir haben ihn interviewt etliche Mal wegen verschiedener Unternehmungen seiner auf der jüdischen Gas. Letztens ist berühmt auf der jüdischen Gas mit seiner Übersetzung von ein Büchel von Schreiber mit Namen Jonas Kreppel. Das Buch heißt auf Englisch Adventures of Max Spitzkopf, the Yiddish Sherlock Holmes. Und wegen dem als wird der Herren in dem Interview hat Hanauer. Der hat eine größere Hanauer von die Mainzes und viele, ich bin geworden, viele verhabt und habe nicht gekannt, es weglegen, bis ich bin da gegangen, wie soll ich Spitzkopf wird auslesen, die Zorre, und wie soll man wird haben, dem Ganef und dem Rozeach und so weiter. Ja, das freut mich sehr zu hören. Also ist ein Verhappendig, das ist der Ziel von solchen Meises. Man hat reklamiert die Meises einmal mit solchen Wörtern wie Verhappendig, also Spannungsromanen. Also das soll sein etwas voll mit Spannung, was man kann, ja, bis nicht warten bis zum Zoff und bis man wird wären bequem, als alles Ding ist gut und als man hat gefunden, die verfolgte Menschen und so weiter, ja. Wie kommt es, als ein junger Amerikaner Jid hat sich so vernommen, in gekommen zu einer hohen Beträge, euch von Jiddisch, vernommen mit Jiddisch. Wie kommt es und wie hat ihr es erreicht? Nur erstens rinnt die Sprache bei mir in die Adern, wollte ich gesagt. Also das habe ich von allen Stadien von der Mischproche, die alle Seide Babes haben geredet Jiddisch. Ein Babe, was hat geheißen Elizabeth Elkin Weiss, ist gewinnt eine verbrennte Jiddischistke. Sie ist gewinnt sehr verinteressiert in der Sprache und hat gehabt jiddische Bücher und jiddische Filme, was ich pflege
Hanoi haben von sie bei ihr in der Heim und sie hat mich eine Sache gelernt. Sie hat euch geredet Jiddisch mit der anderen Bobbin. Ist die zwei Bobbys habe ich gehört, wie sie reden Jiddisch zusammen. Das ist gewesen sehr beschutwistige Sprache. Und die Bobby ist euch gewesen, die Elizabeth ist euch gewesen eine Aktrice, also wie ihr Mann, mein Seide. Und das hat mich euch inspiriert. Ich habe das etwas gejarschend von sie, dachte ich, sei mein Interesse in Jiddisch, sei mein Interesse in Theater. Ja. Und ihr habt sich gelernt, formal gelernt Jiddisch? Ja, nach etlichen Jahren, wenn ich bin gewesen, meine 20er Jahren, habe ich auch teilgenommen in einem Sprachkurs beim Jüdischen Büchercenter. Das war mein erster formeller Kurs und der Sommer nach dem in der Wilner Sommerprogramm. Und das ist gewesen der Anheb von sehr freilichen Weg von Jiddisch, was dauert schon, was geht schon 10 Jahre, was ich vernehme sich mit Jiddisch. Wieso hat ihr gehört wegen dem befährlichen Schreiber Kreppel, wer heißt Johannes Kreppel? Ich vernehme sich euch mit der jüdischen Literatur, aber von Johannes Kreppel habe ich keinmal nicht gehört. Zuerst dachte ich durch Baschewsen, was Baschewitz ist gewesen in seiner Jugend ein größer Anhänger von Kreppels Meises, von die Spitzkopf-Meises. Und erzählt wegen sie in seine Sichroines. Ich kenne lehen in dem Zitat von seiner Sichroines, wo der Monty Spitzkopf-Meises, das ist gewesen in seiner Jugend. Er ist geboren geworden 1902 und die Heften, die Detektivmeises, sind, man hat sie herausgegeben 1908 zuerst. Er ist gewesen ein Jungkind, wenn er hat sie gelernt, efter 10 Jahre, efter ist gewesen ein paar Jahre nach seiner ersten Publikation. Aber er schreibt, ich habe angeheuben lernen die dosige Zeitung, wo mein Bruder hat veröffentlicht Geschichtes und Übersetzungen. Ich habe gelernt alles mit einmal. Lehmannen, Dostojewski, Bergelsonen und die Detektivgeschichte von Sherlock Holmes und Max Spitzkopf. In meinen Augen sehen die dosige Detektivgeschichte gewesen heuche Kunst. Sie haben mich einfach verkischt. Bis heint ist mir geblieben in Sikoren ein Satz von einer Heft, an Unterschrift unter einer Zeichnung. Sie stellt vor, wie Max Spitzkopf und sein Gehilf Fuchs überraschen ein Bandit mit Revolveren und dabei ruft euch Max Spitzkopf die Wörter. Halt, Schurke, du bist verraten. Die dosige naive Wörter haben geklungen in meine Ohren wie himmlische Musik. Ich habe sie hereingelegt, meine ganze kinderische Fantasie. Es dachte sich, als sie haben stark inspiriert seine Fantasie und er ist später geworden als ein größer Machaber, ist das durch Baschewsen, meine ich, das ist gewesen mehr oder weniger der einzige Eufen, wie man hat gekannt dem Namen von Kreppel und von Max Spitzkopf. Und also habe ich euch gewusst, wegen sie aber keinmal nicht gelernt, bis man hat in Büchercenter bekommen an Nussach von die ersten 5 Meises. Und ich bin damals gewesen Stipendiant beim Büchercenter, gearbeitet dort und angeheuben lernen und übersetzen. Das gewesen 2018. Oh, ihr habt genommen lernen und bald übersetzen? Ihr habt sich, ja? Ja, ich bin gewesen sehr interessiert in sie, zu entdecken, was steht in die Meises, was sind mysteriös, aber euch allein sind sie gewesen ein bisschen mysteriös. Die dosige kleinschige Heften mit die wunderbaren Illustrations. Ja, und gewesen sehr neugierig. Ja, ich kann verstehen. Ja, ich kann verstehen. Ich habe als der Sachsängerin gelernt, aber ich habe keinmal nicht ergangen zu seine Werte wegen dem. Interessant. Gut. Ist das eure erste und einzige Übersetzung oder hat ihr was andere Schreiber übergesetzt?
Es ist nicht mein einzige. Ich habe Tage Jahr noch ein Büchel, was ist heraus in demselben Saison. Das ist die Sichronis von der größeren Aktrice Esther Rachel Kaminska. Das Büchel heißt The Mother of Yiddish Theater Memoirs of Esther Rachel Kaminska. Das habe ich euch übergesetzt die letzten etliche Jahre und es ist mehr oder weniger ein Zufall, dass es heraus in dem Tag in dieselbe zwei Chadoshim wie Spitzkopf. Ja. Ja, Spitzkopf, ihr sagt, als hat geschrieben 1908. No, nee, 1908 hat man sie herausgegeben, ja. Mhm. Oh, ja, interessant. Und wieso hat er ausgeklebt? Ich stelle sich vor, als hat geschrieben mehr und er hat gelernt mehr Meises. Wieso hat er ausgeklebt? Punkt die 12 Meises und für was? Das sind Tage, die 15, sind da 15 Meises in dem Büchel. Das sind die einzige Spitzkopfmeises, was sind voran auf der Welt. Oh, Ja, der Mond beim Sof, kreppelt der Mond beim Sof von jeder Heft die komedische Meise, als die 10. Heft wird enthalten und gibt dem Titel von der komedischen Meise. Und tut das euch beim Sof von der 15. Meise, gibt den Titel, aber dem Titel hat man keinmal nicht gesehen. Es sind da, dachte ich, nur 15, was existieren, ja. oh, das ist ein ganzer, aha. Aha. Er Ja, hat euch geschrieben andere heftliche solche von Spannungsmeises, was haben nicht zu tun mit dem Held Spitzkopf. Sie haben andere Themen. Einer heißt Der Edemer Mörder oder Die verborgene Silberrubel. Es sind da andere in dem Stil, was er hat euch geschrieben, aber nicht kein Spitzkopfmeister sind sie. Ja. okay, die Spitzkopf sind verhappendig. Efter weil ich habe in Sinn in dem Sherlock Holmes euch und es hat gemacht mit dem Fuchsen. Punkt wie Sherlock Holmes hat gehabt, sein Begleiter und so weiter. Sehr interessant. Und was noch hat mir sehr gefallen, ist, als die Themen sind die etliche von den Meises, sieht man, mit was jeden haben sich gemutscht in der Zeit. In andere kann man noch haben in bis heutige Zeiten. Zum Beispiel geräubt zum Schmatt. Ich habe keinmal nicht gewusst, dass das ist ein Zoll in die Jahren. Und ja. Ja, was noch? Und, ja, Tage, man hat etwas, hat gehabt, die meistens etwas, die Inspiration für sie von den Zeitungen, von dem, was ist vorgekommen in der Zeit in Zentral- und Mitteleuropa. Ja, man hat Tage Meure gehabt von Programmen, von also, man wird verkappen die Mädchen und verkaufen, ja, und so weiter, ja. Ja, und Dreyfus-Prozess ist noch gewesen mit ein paar Jahren für die Meises und das ist euch mit der Monty, dem Dreyfus-Prozess in einer von den Meises, in der Spion. Ja. Oh, ja, gedenk, ja. Und ein anderer Mindset, Gott sei Dank, haben wir heute nicht, und ich habe sich gechitischt, als in dem 20. Jahrhundert hat man noch gehabt, Meure, es ist vorgekommen, der Blutbilbel. Ich habe gemeint, der Blutbilbel ist von Maimonides Zeiten, von den 1200, von den 1300er Jahren. Und bis in der moderne Welt hat man noch geredet von, als jeden machen, nehmen das Blut von Kindern und machen Matze. Warte, zum Bedeuren ist das Meise ohne Sof.
Ich meine, sie sind da, was glauben noch als in Oh, Asa Meise. Aber ja, das ist ein wichtiger Teil von einer von den Meises, das Blutbibel, der Blood Libel, wo es kommt vor, nicht nur als ein Bibel, nur euch ein Pogrom. Ja, etliche von den Meises, ein Teil von sie sind euch ein bisschen humoristisch, einmal sind sie euch gar finster und schrecklich, Tage. ja, Ja, ja. grausam. Ein anderer meinst du, was ist gewesen verhaftet und das kann man tatsächlich noch treffen in unseren Zeiten, die Mädchenhändler, was man verhaft Mädchen in der eingeführten Prostitution und Häuser. Und das kann sich treffen einmal. Warte, das ist zum Bedeuren noch als eine große Zorre auf der Welt. Ja, der Mädchenhändler, der Flesh Peddler, wie ich habe das übergesetzt, das ist gewesen von einer Zeit, wo man hat verhabt jüdische Mädchen von die Städtlich und verkauft in die Bordellen in Istanbul, in ottomanischer Imperie. Und das kommt vor euch in Goldfaden-Operette, in die Kischefmacherin, die Machschefe Bobby Jachne, sie verkauft euch mehrere die Helden von der Meise in Asa Bordell in Istanbul. Ja, das ist etwas Trop, etwas, was kommt vor in etliche Meises von der Zeit. Weil das ist gewinn Tage der Emes. Das ist gewinn ein Emes-Problem, ja. Ja, und ja, in euch ist mir gewinn interessant, wenn sie so ein Gerät zwischen sich einmal in der Mund polnische Jiden, wie sie sind also sind ein bisschen anders von sie. Sie sind gewinn was, Vienna, mehr deutsche Jiden. Ja, haben sie gerät also. Ich habe nicht gewusst, dass die Jiden allein haben sich gehalten, also besonders dick. Ja, Galizianer, sie heißen. Und es ist interessant, weil die polnischen Juden haben nicht gehalten von den Galizianer Juden. ja, es ist interessant, was Kreppel ist euch gewesen, etwas zwischen zwei Welten. Er ist gekommen von Städtel, was heißt Drohobitsch, was ist heute in Ukraine, aber das ist gewesen Teil von Galizien, in einer chassidischer Mischproche, aber mit der Zeit geworden ein eleganter Wiener Mann und er hat gewohnt in Wien und gearbeitet für die Regierung von der österreichischen Imperie und nachdem für der österreichischen Republik. Er hat gearbeitet in dem diplomatischen Korpus. Und ja, er ist gewesen etwas, sei von einer Städtel, sei von Wien und repräsentiert beide Welten und in dem Fall ist Spitzkopf spiegelt ihm ab ein bisschen, weil Spitzkopf euch wohnt in Wien, aber fort in die Städtlich zu helfen, die dortigen Jiden. Ja. Ja, und Kreppels schreiben die Mainzes, wie heißen sie, die Fiktion Mainzes, hat ihm gar nicht geschadet, aber es hat ihm geschadet, aber es hat ihm zugegeben Covid, weil ich Ja, weiß, es ist tatsächlich eine interessante Frage, weil die meisten sind, man hat sie herausgegeben, ohne keinen Namen von dem Mechaber auf der Hille. Sie sind gewesen anonym. Und ich meine es zu lieb dem, was er hat gehabt, das ist gewesen vor dem wir hat sich übergezogen kein Wien. Er hat damals gewohnt in Krocke, wenn man hat herausgegeben die meisten. Aber ich meine, er hat gehabt große Chaläumes, Aspiraties und euch gewesen ein ernster Schreiber von ernsteren Sachen. Er hat euch ja, akademische Sachen. Er hat euch ein Buch, was heißt Juden und Judentum von heute, was ist auf Deutsch und das ist mehr wie, das ist höher 800 seitlich. Ich meine es zu lieb dem, was er hat gewollt, ja, kriegen
ein paar Nosse, Geld von schreiben solche verkappten dicke Meises und ist euch gewinn auf etwas an euch von Stolz mit sie und hat in sie reingelegt, dass auch Mia war, der schäferische Mia. Aber ja, man hat nicht gestellt seinen Namen nach dem. Und das ist immer gewesen sein Beschluss, weil hat sei geschrieben die meiste, sei gearbeitet für den Verlag. Das ist gewesen der Verlag von sein Schwer. Hat Chassene gehabt mit Helene Fischer, was ist gewesen die Tochter von Josef Fischer. Und das ist der Verlag, was hat herausgegeben die meistes. Ja. Ja, man kennt, ja, sie versteht sich. Also es hat ihm gepasst, zu seinen akademischen Schreiber, wie solche tagtägliche Meises. Ja, man hat, ja, die meisten sind gewesen sehr populär, man hat sie betrachtet wie Schund, wie etwas wertlose Kmoi-Literatur. Ja, es gewesen eine schwere Sache. Ja, und als Singer hat sie bekrönt. Punkt also. Bekrönt. Meyer hat mir geschickt zwei Meister. Ich habe gewollt lernen in Jiddisch Meister, zu sehen, wie es klingt bei einem Jiddischen. Ja, ich habe gesehen, als der Vienna Jiddisch ist gewesen ganz anders von was auch von dem Jiddisch, mit was ich bin bekannt. Und in Mestame ihr euch, ich weiß nicht, ob der Ausleg, das Spelling von den Wörtern, also the haze, wo man kann reinstuppen ein Hey und wo man kann reinstuppen ein Eien. Und ich allein komme von einem was ist gewesen, nicht Galicia, Poland, aber eine Sache mit Eien. Und ich manchmal bemerkt, als ich allein lege rein, eine Sache Bänken, anstatt Bänken, und wo man kann einstellen. Ich will auch fragen, so, dass der Ausleg, der andere sein Vienna Ausleg, bisschen deutsch-mährisch, hat dir gemacht schwerer, das Leben? Efter beim Samen Anheb, aber man wird zugewohnt zu dem. Wenn man arbeitet auf dem Tag ein, Tag aus, jede Nacht, bis spät in der Nacht, mit seiner Sprache, man wird sehr zugewohnt zu dem und man hebt an, der kennen Wörter besser und der kennen seinen Stil besser, ist ja. Aber hast du getan? Ja, hat sich getan an Eize, alles. Ja, warte. Ja, es gibt eine Vergnügen, sich zu bekennen mit einem Mechaber auf sehr tiefen Eufen und sich zu bekennen mit seiner Sprache und seinem Stil. Ja, das ist die Mechaie von Übersetzen. Ja, so das ist, ihr habt eben gesagt, die 15 Meises. Ja. Und er hat geschrieben, sag mehr. Ihr habt noch was überzusetzen? Ja, ich habe gefunden, beim Sof von ein anderer Büchel seins, ein Regime von die verschiedenen Heften, was hat herausgegeben. Und sie sind alle 32 seitlich lang, also wie die originelle Spitzkopf-Meises. Und ja, von verschiedenen Themen. Chassidische Meises, Meises von der Ersten Weltmilchome, verschiedene Legendes und Meises von Verbrechen. Es ist da. Ich habe übergesetzt noch ein Meise seine, was ist nicht kein Spitzkopf-Meise, weil es gibt ein Akademiker, was forscht, die Harems von die ottomanischen Sultanen, sehr verschiedene Weiber. Und Kreppel hat euch am meisten wegen dem, was kommt vor in Afrika. Jiddisch Mädel ist verhabt von der jüdischen Gegend und man bringt sie in dem Harem, in dem Seraglio von dem Sultan. Die Meise heißt der Kodesh, der Martyr.
Und ich habe das übergesetzt für dem Akademiker, aber das ist euch gewesen interessant. Und euch ganz ähnlich zu einer Spitzkopfmeise, aber Spitzkopf spielt nicht keine Rolle in dem. Ja. Oh, okay. Also, ihr werdet, ich wollte gerne einen Baum wegzusetzen mit mehr Mainzes und mehr Übersetzungen. Ja, allebei. Ja, hoffentlich wird es sich nehmen zu dem Euchet. Ja, okay. Was habe ich noch? Aber ich wollte euch fragen. Ja, ich weiß, dass ihr hat sich euch vernommen mit andere Winkeln in der jüdischen Kultur. Ich habe gelernt, gehört von mehr, ich weiß schon nicht, als ihr hat allein eine Pièce geschrieben. Ja, geschrieben. Und man hat gestellt auf der Bühne. Ja. Ja, ich habe Tage gehabt, ein Interview mit ein paar Jahren zurück wegen einer anderen Pièce meiner, mit Meir Daviden. Das gewesen mein Pièce, die Pseudo-Leut Chaim, The Gospel According to Chaim, was ich habe geschrieben auf Jiddisch. Das ist ein volllängige Drama, im Ganzen auf Jiddisch, mit 3 Paraschoinen. Und man hat das aufgeführt in New York. Ich habe euch gespielt in dem mit New Yiddish Rap. Und letztens habe ich verendigt schreiben eine neue musikalische Pièce, was heißt Sude von die 7 Syndikers, was man hat gehabt, 4 Lehnung davon in Anheb von dem Sommer, letzten Sommer. Feast of the Seven Sinners, was ist euch im Ganzen auf Jiddisch? Ist, ja. Oh, ja, sehr schön. Sehr, und ihr werdet mir sein, ihr werdet mir nicht beschuldigen. Also ich will sagen, als ihr seid ein bisschen ähnlich allein zu Kreppel mit der Fähigkeit. Hat gewinnt auf eine Sachbühnes. Und hat verschiedene Reden, nicht nur übersetzen. Das Schreiben einer Pièce ist nicht keine kleine Sache. Und ich gedenkt ich habe es gesehen in der Zeitung, aber es ist gewesen in New York und ich habe gewollt fahren in New York, aber ich habe nicht gekannt, habe es nicht gehabt. Weil ich, ja. Danke, das ist ein größer Covid, was du sagst, also. Ist ja gewesen als ein Mensch von verschiedenen Fähigkeiten. Das steht, er hat Matzeven, Zentralfriedhof in dem Beisäulem, in dem Feld in Wien, wo es steht auf der Matzeve, Ich Taschkoilois, oder Ich Haschkoilois, Shahakol Boy. Das heißt, ein Mensch von verschiedenen Fachen, was als Ding liegt in ihm, Shahakol Boy. Ist gewesen als ein Kolboinik, was hat gekannt, als Sach Ufton, gekannt als Sach Sprachen, gehat verschiedene Fachen und ja, ist gewesen ein größer Mensch. Oh, der Fahrer, die ist zugechappet. Und in Kreppel hat geschrieben, hat angehäuben in 1918 und bis, ich weiß wie er hat nebach gestorben, gewesen verhaft von den Nazis dort. Ja. Brauch auf sehr gedenken. Ja, aber bis wenn, er hat geschrieben, die Spitzkopf, meinst du, in den 20er Jahren? Also ja, in die ersten Jahren von dem 20. Jahrhundert. Man hat sie mit dem herausgegeben, erstens in 1908, ist in die Jahren vor dem. Nachdem hat er sich übergezogen in Wien, geworden ein Beamter in der Regierung, ja, verhaft von den Nazis, gehargert geworden in dem KZ Buchenwald. This is WUNR Brookline.
Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischuguim von der Webserie Yidlife Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Chushevel Zier, du redest Yankele Bodo von Israel. Das ist das jüdische Kohl von Boston. Ich will sein zufrieden, weil wir wird mich ehren. Und ich will sein zufrieden, weil wir wird mir schreiben. Sie hat mich geehrt, sie hat mich gesehen. Und ihr könnt mich treffen im Internet. Und ich will sein zufrieden, weil wir werden sich wiedersehen. Über oder anunte Mischbuche ist blind, aber seht schwer, aber ist Druck verkrippelt. JBI können helfen Menschen haben eine Zutreu zu jüdische Leben, Lernen und Kultur. Tausende Grieß-Druckbücher, Audiobücher und Braille-Material. Alles ist frei, mit mehr wie 200 jüdische Bücher zu hören. Alle Informationen auf www.jbilibrary.org 1-800-433-1531. Ja. Oh, bedeuren, denn wollte noch gekannt, das sagt, machen. Avade. Ja, okay, was, das aber gehalten sind, in eigentlich zu fragen, und was noch, ja, und ihr hat, dem deutsche, es ist interessant, als ich arbeite mit einem anderen, mit einem Student, und er ist ein Historiker, lehnen mir die Zeitungen von den 20er Jahren in Amerika. Und sehr interessant, ob sie alle, damals sind die Schreibers gewesen von Deutschland, weil in sehr Jiddisch haben sie dieselbe Sache mit der Hayes. Ja, du weißt, das ist gewesen als ein Stil. Also es ist gewesen euch ein Zeichen von raffiniert schreiben, als eine deutsch-märische Orthographie. Man hat geschrieben, Leuten nussig von Deutsch, hat das gegeben etwas, Atom von Raffiniertheit zu dem Schreiben. Es ist nicht alle gewesen von einer deutschredenden Zwiebel, aber das ist gewesen ein Stil, was sie haben gewollt ergreifen etwas. Aber ja, Kreppel hat ja gewohnt als eine deutschredende Zwiebel. Ja, und es ist interessant, ich habe gesagt, hat gehabt Kinder, was haben geheißen Krepplach? Nein, aber Joel Teitelbaum, der chassidische Rebbe, was ist gewesen, der Satmarer Rebbe, er schreibt wegen die Spitzkopfmeises in seine eigene Sichreines. Er gedenkt, wie man pflegt lehnen und einschlingen Kreppels Meises wie Krepplach. Und er sagt, dass das ist, er witzelt sich weiter, als das ist geblieben in dem Kreppel von sein Sikorn. Etwas in dem Kreppel von sein Kopf. Er hat gedenkt, als man hat gelernt, Onashir Kreppel Meises, und das ist geblieben bei ihm in Kreppel. Und das ist gewesen für ihn modne und nicht also nicht keine feine Sache, als man hat gelernt, als treffende Literatur und das gehalten für kemat heiliger Kunst, wie man vielleicht das lernen und einsappen. Und ja. Ja, das ist ganz anders zu hören, zu haben als Erläubung von den Teitelbaums. Ja. Ja, aber Tage als Afterkehr Namen Kreppel, Jonas Kreppel oder Joine Kreppel. Ja, es ist Tage eine andere Welt. Und also haben sich gelost lehnen, die meistens. Ist gut. Okay, will ich sich zuhören. Ja, von welche Meise hat ihr ausgeklebt, Michael?
von der Erster geräubt zu der Schmad. Oh ja, das ist gewesen gar interessant. Das ist von dem Klimax, von dem Höchpunkt, von dem Spitz, von der Spitzkopfmeise. Das ist, ja, ein jüdisch Mädel ist verhabt geworden und geräubt zu der Schmad. A Goy hat sie lieb und verhabt sie von ihr Mischpoches heim und prüft sie abzuschmaden, weil will mit ihr Chassene haben und sie muss von sein Gläuben. Aber sov kol sov findet der Detektiv und Fuchs die Beise Chevre, was hat sie verhabt. Und das will ich lernen, die Szene. Ist öfter zuerst auf Jiddisch? Ja. Gut. Über 2 Stunden sind Spitzkopf und Fuchs geritten im starksten Galopp. Fuchs ist etliche Mal von einem Pferd herabgefallen, aber es hat ihm gar nicht geschadet, weil ist gefallen in der weicher Blotte herein. Die Pferd haben gesappet und sind gewinn begossen mit Schweiß. Von die Meiler hat sie weißer Schäum gerunnen, aber Spitzkopf hat sie als starker getrieben. Endlich haben sich bewiesen die erste Häuser von Krocke. Es ist gewesen gegen 2 Säger bei Nacht. Die Stadt ist gelegen wie ausgestorben. Von kein einzig Fenster hat sich geleicht und nur die paar Gaslanterns haben die Finsternis ein bisschen beleuchtet. Der Himmel ist wieder bedeckt gewesen mit schwarzen Chmares und ein kalter, dribnitscher Regen hat die Reitende gestochen in Ponem. Wenn wir sollen nur nicht zu spät kommen, klärt Spitzkopf bei sich und galoppiert weiter. Endlich kommen sie an neben dem Wawelschloss. Plötzlich hört Spitzkopf das Geräusch von einer Droschke unter sich. Schnell springen sie in eine Seitengasse rein und lassen die Droschke vor sich vorüberfahren. Fuchs hat mit seinem scharfen Blick Tekeft erkannt, als das ist die bekannte Droschke und ein Wink gegeben zu Spitzkopf. »Halt die Pferd«, hat ihm Spitzkopf zugerufen und ist herabgesprungen von dem Pferd mit der größter Schnelligkeit durch die Plantaties gelaufen, bis zum Teuer von dem Felicianerkloster. Hat kaum Zeit gehabt, seinen Revolver zu ziehen, und schon ist die Droschke angefahren vor dem Teuer. »Halt, Schufte«, kommandiert Spitzkopf. »Wer es rührt sich, wird erschossen.« Blitzschnell hat die Droschke geöffnet und mit seiner elektrischen Lampe hereingeleicht. Drinnen sind gesessen der Geistlicher, unser bekannter junger Mann und die Nonne, welche hat auf ihr Scheuß gehalten ein jung, schlafendig Mädchen in einem größeren Tuch hereingehielt. »Ha, ihr Geuner, ich hab euch ertappt. Ich bin der Detektiv Spitzkopf und erkläre euch alle für Verhaftete.« Das ist das auf Jiddisch. Jetzt will ich lernen in meiner Übersetzung dieselbe Szene. Moment. Okay. For more than 2 hours, Spitzkopf and Fuchs rode at a full gallop. Fuchs fell off his horse several times, but he was never hurt because every time he landed in soft mud. The horses were panting, though. Sweat poured from their bodies and foam ran from their mouths. But Spitzkopf just drove them even harder. Finally, they glimpsed the first houses of Krakow. It was nearing 2 o'clock in the morning, and the city lay motionless, as if dead. No glow peeked from any window. Only a pair of gas lamps lent any light to the darkness. The sky had once again been covered with black storm clouds, and a cold, driving rain stabbed the rider's cheeks. I just hope we're not too late, Spitzkopf thought to himself as he pushed his horse to gallop faster. At last they arrived at the Grand Wawel Castle in the center of Krakow. Suddenly Spitzkopf heard the rattling of a carriage nearby. He and Fuchs veered their steeds into a side street and let it pass. With his sharp eye, Fuchs recognized the vehicle as the same elegant carriage he had spotted before. He gave a sign to Spitzkopf. "Look after the horses," Spitzkopf shouted, leaping off his own with the greatest of speed and sprinting to the gate of the Felician Sisters' convent.
He barely had time to whip out his revolver before the infamous carriage approached. "Halt, you rogues," Spitzkopf commanded. "One move and I'll shoot." Quick as lightning, he flung open the carriage door and illuminated the interior with his electric torch. Inside were the priest, that young bearded fellow we know only too well, and the nun, with an unconscious girl wrapped in a large rough blanket, lying in her lap. "Ha, you villains," he bellowed. "I've caught you red-handed. I am the detective Max Spitzkopf, and you are all under arrest." Yes. Sehr schön, sehr schön, wunderbar. Ja. Und ihr werdet, so das Bücher ist jetzt da, wir können es kaufen. Ich habe lieb zu geben Bücher als Matonis. Ja, sicher. Ja, Chaneke kommt und bald und das ist schon great zu kaufen. Man kann das finden auf den jüdischen Bücherzentren Chrome, auf der Webseite, auf der Chrome-Webseite und man kann auch kaufen von verschiedenen Bücherhändlers, ja. Der Bookcenter ist mehr genug, das ist sehr gut. Amazon mit das. Ja, man kann das finden dort, aber ja. Sehr gut. Ja, ich will doch, ja, in Wals ist, wie richtig, der kenne ich, lieb, ja, das ist geheißen, Max Spitzkopf, der kenne ich. Der jiddische, von Detektiven, der jiddische, wie heißt es, der jiddische Kennig von Detektiven? Ja, Max Spitzkopf, der Kennig von den Detectives, der Wiener Sherlock Holmes. Der Wiener. Ist, ja, man hat das ein bisschen, man hat beschlossen, das zu beiden ein bisschen in unserer Übersetzung, weil dort auf die Originale steht der Wiener Sherlock Holmes, aber auf unser Büchel steht the Yiddish Sherlock Holmes. Ja. Weil wir meinen, dass das ist einfach ein bisschen wichtiger. Ja, ich bin Masken. Das ist wichtig in Kreppel. Ja, interessante meistens in einer wunderbaren Übersetzung. Schönen Dank. Schönen Dank dir. Es gewinnt ein Vergnügen zu schmusen mit dir, euch überzusetzen, die meistens. Und ich hoffe, das wird bringen ein Sachvergnügen unserer Lehners. Ja, ich meine, also alle Jiddischisten wollen sich Machaia sein. Zu lehnen. Das ist sehr gut. Ja, und was noch soll mir, ja, ich kicke euch, ihr sollt sich nehmen zu der Arbeit wieder übersetzen. Die meistens auf Jiddisch kann ich haben in Büchercenter? Zu Madeuren hat man noch nicht digitisiert die alle Meises. Man kann finden ein Meise auf der Webseite von der Nationalen Bibliothek von Israel. Dort hat man die Meise das Blutbibel. Aber der Büchercenter hat noch nicht digitisiert. Yale hat euch alle 15 Meises, meine ich, und sie haben euch nicht digitisiert. Das ist hoffentlich mit der Zeit wird man das ja tun, weil man sieht, dass es da Interesse war. Ja. Dank Meiren, was du machst im jüdischen Kohl. Ja, und Dank für die Gelegenheit, sich zu treffen mit Michlin. Für mir euch. Ja. Ja, danke euch beiden. Ja, lassen wir sich treffen in Gitter von ihm, in Simches. Auf Simches, Amen. Ja, auf Simches, ja. Ja, gut. Gesund und Simches. Zwei wichtige Sachen. Amen, ja. Gut, ja. Seid gesund und stark. Dann eine freiliche Chaneke. Eine freiliche Chaneke. Baruch atah Hashem. Elokeinu melech olam sheyos anisim laviseinu sheyos anisim
chaos and peace and love we say, you know, by my Bosman.
High. Doch alle spielen in Dreidel 1, 2, 3. Oh, je Dreidel, 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 und Dreidel, Dreidel, Dreidel. Zolang je alle spielen in Dreidel 1 und 2. Bin a dreidel, komm mal her, du Jingle Mädel. Was ist heint? Was ist heint? Es ist Hanneke, 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 mein Freund. Soll für was und sog nur wenn, is ein Ness als a Geschehen. Verwusheit, es ist Hanneke, 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 mein Freund. Komm, wir spielen Dreidel drehen, Mädel, Simme, Jassel, Leie, tu es heint, Sis Hanneke, 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 mein Freund. Gimmel, nun, hey, schien. verspielt und du gewinn. Also ist heint, Sis Hanneke, 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 mein Freund. Spielen klein und spielen groß, spielt da wo a jiddisch Haus. Also mein Freund, weil Hanneke, 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 Hanneke ist heint. Hanneke, 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 Hanneke ist heint. Chanukka, Yom Tov Sheiner, lustiger Freitag und nicht da noch Hasene. Alle auf dem Mädel spielen wir, so dick ist ein Nackes essen wir. Verschwinde sind Kinder, die nicht gelieft alle haben. Sagt Allah Nissim, bleibt Gott vor die Nissim und kommt, geht vertanzen in Korn. Sagt Allah Nissim, bleibt Gott vor die Nissim und kommt, geht vertanzen in Korn. Jehuda hat vertrieben dem Säune, dem Rozeja, und hat in Messamigdash gesungen am Nazeja. Die Stadt Jerusalem hat wieder gelebt, und zu einem neuen Leben hat jeder besteht. Der Riebe, dem Gibe, Jehuda Maccabi läuft heim. Soll jeder besonder besingen die Wunder und Lieben des Volks an der Reihe. Chanukka, Yom Tov Sheiner, a lustiger Freitag und nicht da noch Hasene. Alle Nacht in Kleidl spielen wir, so dick ist ein Lackes essen wir. Verschwinder sind Kinder, die nicht gelichtele haben. Sagt Allah Nissim, läuft Gott vor den Nissim und kommt, geht tanzen in Korn. Sagt Allah Nissim, läuft Gott vor den Nissim und kommt, geht tanzen in Korn.
Scham ist da, ich zinn die Lichtlach an. Bin ich Tage groß bei sich, bestellt mir Heuben an. Und wir brennen, wie wir sehnen, harge Lichtlach gleich. A gut Jontif, a gut Jontif, a gut Jontif, Das